Herzlich willkommen bei den Landwirtschaftsfreunden. Ich bin's, der Dominikus, und wir spielen LS15 auf der Björnhorn Map. Ich habe hier jetzt bis jetzt noch nicht weiter gespielt. Ich würde sagen, wir springen schon mal in die ersten Maschinen und schauen uns, was erwartet uns. Okay, der ist fertig. Okay, was haben wir mit dem gehabt? Mal kurz in Curseplay nachschauen. Anseln, Silo Verkauf. Ach. Aha. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir halt den Weizen. Ersten Wegpunkt, falscher Weizen. Hier, den haben wir gruppern lassen, fertig gruppern lassen. Würden ihn jetzt zum Hof zurückfahren lassen, geht aber nicht, weil wir noch einen wie heißt das, und hier stellen wir jetzt halt auf Curseplay Kurs einzeichnen. Müssen wir erstmal unsere Motoren starten. Dann sagen wir hier mal einen Wartepunkt setzen und fahren unseren falls ihr mich ein bisschen räuspern hört oder irgendwie husten, falls ich mal jetzt abschalten vergesse, dass ich mich kurz mal stumm stelle. Das kommt dann kurz gelegen, wenn es ist. Aber ich hoffe, ich vermeide so wirklich, heute die Räuspertaste zu drücken, wenn es überhaupt nicht mehr geht. Ich habe auch noch rechts neben mir eine Taste T stehen. Ja, den können wir eigentlich hier gleich ausklinken lassen. Setzen wir hier einen Wartepunkt, einen Endpunkt und sagen hier 38 und den machen wir dann im separaten. Ja, jetzt lassen wir ihn hier das Feld auch noch gleich gruppern. Ihr kennt ja die Prozedur, indem wir hier drauf gehen. Auf 29, Arbeitsbreite sind 3 Meter, sind Nord-Südosten. Norden 29 und ab die Post. So, jetzt haben wir hier zwei neue, den 38er, den 29er müssen wir hier reinpacken, den 38er, da sagen wir jetzt halt ein neues, was? Dann sagen wir hier Hof Feld noch einen Ordner vom Hof, also zum Feld wieder zum Hof zurück. Dann werden wir eigentlich beide in das Überführung reinpacken und den hier packen wir
spielen hier. So. Ja. Den lassen wir jetzt einmal arbeiten. Dann springen wir in den hier rein, mit dem wir den Flug also ein Traktor lernt fliegen in der zweiten Folge gemacht haben. Der ist jetzt soweit fertig. Den können wir dann eigentlich gleich zum Feld 38 schicken. Feld 38, ja, machen wir Feld 38 gleich. Dann sagen wir da vorne wieder, machen wir wieder eine Kursaufzeichnung zum Feld 38. Hier brauchen wir gar nicht umdrehen. So, rückwärts fahren. Hier sagen wir jetzt halt den Kurs aufnehmen, hier wieder einen Wartepunkt setzen. Ich werde auch noch vielleicht heute noch drauf zukommen, dass ich ein Video aufnehme, wo ich euch den Curseplay-Mod zeige. Also so eine Art Einführungsrunde für Curseplay. Und ja, vielleicht lade ich den auch gleich heute noch hoch, das Video, oder auch erst morgen, ich kann es euch noch nicht versprechen. Ja. Ich fahre hier lieber auf dem Standstreifen, weil es eigentlich angenehmer ist, nicht die Autofahrer zu belästigen. Einmal muss ich kurz auf die Spur wechseln, dass wir hier reinfahren können. Und hier beenden wir den Kurs. Dann sagen wir hier 38 als Kursabspeicherung. Und hier sagen wir das hier, dann sagen wir hier 38, genau. Okay, was sagen wir da, Leute? Sagen wir mal Nordosten. Nach Westen. Oder? Nee, nach Süden. Ist mir lieber. Dann sagen wir hier wieder 38. Und ab die Musik. Wieso möchtest du nicht? Machen wir es jetzt so. Genau. Und das haben wir da jetzt so den müssen wir machen. Ja, jetzt kann er hier seine Arbeit tun. Den brauchen wir jetzt halt eigentlich gar nicht. Okay, was? Ja, schade, dass sich hier nicht mehr speichert, dieses Abladescript. Und ja, jetzt haben wir eben ein bisschen mehr Geld dazu gekriegt wieder. Da wollte ich jetzt nicht rein. Ja,
hier lassen wir jetzt soweit weiterfahren. Wir können ja mal kurz in den Shop schauen, weil ich möchte mir vielleicht irgendwann in der nächsten Zeit eine bessere Sämaschine kaufen. Okay, die kostet 52.000. Wir können aber auch, oder wie wäre das mit, nee. Ach, wir kaufen uns einfach mal Hühner. Ich habe mich da jetzt umentschieden. Wir kaufen uns lieber Hühner, weil die sind vom Gebrauch her sind die eigentlich gleich. Weil da brauchen wir halt bloß, wieso steckst du den Verkehr fest? Musste ich einmal ein kleines bisschen hüpfen oder springen, sagen wir mal. Dem Hahn geben wir vielleicht noch eine kleine Hennen dazu, dass wir hier mal ein bisschen Leben in diese Anstalt bekommen. Also gehen wir auf Tiere. Einen haben wir ja schon drinnen, sagen wir mal. Wir kaufen uns jetzt 19 Hühner. Blöd, dass es nicht mehr so geht wie beim LS13. Das sollten sie vielleicht mit reinpacken, dass man auswählen kann, wie viel Fahrzeuge man hat. 19. Jetzt kriegen wir hier noch Eier mit dazu. Wir können auch kurz mal hier drin schauen. Also eine Milchproduktion bringt uns 40 Cent. Ist jetzt gerade nicht wirklich viel. Hier haben wir 1,21 € bei der Wolle. Das Saatgut kostet uns 60 Cent. Der Dünger kostet uns 30 Cent. Da sind wir mit den Eiern ganz gut auf Trab, weil die bringen uns 11,49 € ein. Also ein Huhn oder ein Ei. Und ja, ihr seid brav, gell? Ihr seid brav. Okay. Und ja. Dann, was würde ich noch ganz gerne zeigen? Ja, wir können ja mal kurz auf die... Wir können uns eigentlich mal unseren Kredit zurückzahlen, weil wir machen ganz schön Kredit, haben wir ganz schön aufgenommen. Wir haben eine Kreditlinie, können wir bis zu 200 aufnehmen. Wir haben einen derzeitigen Kredit von 100.000 € aufgenommen. Den können wir eigentlich zurückzahlen. Jetzt müssen wir nur kurz schauen. Ja, 20. Das reicht uns eigentlich noch. Wir springen mal schnell in die Fahrzeuge. Okay, er kommt gerade zurück. Er bräuchte jetzt, glaube ich, noch 3-4 Runden. Er braucht noch relativ lange. Ja, was ich noch machen würde, ganz gerne mit euch, das ist einmal einen Düngerstreuer kaufen. Genau, dass wir mehr, mehr Ernte rauskriegen. Wir können auch noch eine Amazone kaufen, eine Spritze. Ist jetzt halt eigentlich ein bisschen zu teuer für mich. Ich nehme dafür den Amazone.
den Düngerstreuer und ja, den kaufen wir uns jetzt halt. Und wir müssen halt nur kurz schauen. Er würde zu schwach sein. Ja. Okay, wir müssen ihn kurz hier lassen. Am Shop müssen wir den kurz lassen. Ich würde auch ganz gerne noch schauen wegen Felderverwaltung, also vielleicht Feld 25 in Angriff nehmen, dass wir das so langsam auf Feld 25 sparen und ich hoffe, dass jetzt langsam mal der Helfer wiederkommt, also der Hürlimann, wo ihr hier oben seht, dass wir den gleich wieder hier hinten hinschicken oder hier hinten. Oder dass wir einen neuen Kurs hier hinten aufnehmen. Für die Transportfirma, für Raps. Da kriegen wir eigentlich einen ganz guten Kredit. Nicht Kredit, sage ich, eine ganz gute Bezahlung. Weil wenn wir mal kurz reinschauen, Entschuldigung, dass ich so lang ein bisschen still bin. Ich habe ein bisschen Husten und Brust. So, jetzt habe ich mal kurz eine Tasse Tee getrunken. Hier haben wir einen Getreidespeicher. Der bringt uns für einen Raps 1096 Euro pro Tonne. Dann haben wir einen Güterbahnhof, der bringt uns nicht so wirklich viel. Der würde uns aber für die Milch einen guten Preis machen. Dann würden wir hier bei der Reederei würden wir ein bisschen Minus machen, in dem Sinne, der Reederei kriegen wir nicht so wirklich viel. Dafür bekommen wir bei der Transportfirma einen 1174 Euro pro Tonne. Und Windmühle ist auch nicht wirklich viel, also rentiert sich da jetzt schon gar nicht. Ja, irgendwann werden wir hier auch einsteigen, in das hier. Da werden wir können bei uns Futter lagern, weil ich eine besondere Mod drauf habe, die wo das kann. Werde ich euch, glaube ich, auch mal in einem Tutorial oder in einer Mod-Vorstellung zeigen. Ich habe auch noch andere Mods drauf, wie Trauben, Oliven, Pfirsich, Äpfel, Birnen. Silage haben wir hier nochmal, also einmal Häckselgut, einmal Silage können wir verkaufen. Geht beim Güterbahnhof und Biomasse, Heizwerk. Ach, und bei der BGA können wir das ja auch noch verkaufen. Ja. Dann würde ich sagen, er ist so langsam auf dem Weg zurück. Hier sehen wir noch den Wachstum. Und wenn wir hier rüber gehen, sehen wir die Fruchtsorten, was wir hier gerade ansehen. Hier machen wir gerade Raps, weil eigentlich möchte ich ganz gerne Raps ansehen, weil wir da mehr Geld bekommen, was ich euch jetzt gerade schon vorhin gezeigt habe. Und den lassen wir jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Mal so 35 km/h pro Stunde. Und ja, jetzt hoffentlich, wir können auch ganz gerne mal hier reinschauen, auf Anfänge. Okay, er braucht jetzt halt noch insgesamt 2, also den fängt er jetzt den dritten an hier. Und ja, ich lasse den jetzt noch weiterlaufen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann. Servus.